Einfach etwas. Einfach etwas. Einfach etwas. Einfach etwas. Einfach etwas. Willkommen bei Einfach Etwas. Schon mega geil. Sehr viele Leute haben dieses Video angeschaut. Über 1200 Leute. Super. Natürlich, ist mir schon über 1000. Also auf der kompletten Page haben wir schon 1000 Views, also über 1000, ja. Coole Sache, interessant. I like. Danke vielmals, dass ihr uns angeschaut habt. Danke. Muchas gracias. Wir haben wie immer natürlich andere Sachen. Das war nicht alles. Wir haben den Milo wieder. Dann tun wir noch jemanden neu ansagen. Und zwar ein Sänger. Das ist der Sängerin nämlich. Wir haben ihn auf der Straße entdeckt. Er ist ein Strassenmusiker, er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien, also aus Kosovo kommt er. Und ich denke, der Leo präsentiert ihn einfach schnell mit einem Ausschnitt. Zeig mal, Leo. Schau bitte. Oh, meine Herz und Ahne. Warum bist du dort gegangen? Habe ich dir nicht mal erlangt? Nächstes Mal, wie einfach etwas, bin ich dort am Singen. Heide! Ganz allein in lange Straße, nicht singen berühren. Also, ist doch geil, oder? Nächstes Mal gibt es mehr von ihm, oder Leo? Ja, voll. Nächstes Mal werden wir ihn richtig zeigen. Das war nur ein kleiner Ausschnitt von dem Video, das wir mit ihm dann gemacht haben. Zum nächsten Thema. Ihr kennt ja bestimmt den René Schudel, Superstar-Kocher von der Schweiz, der immer auf Pro7 seine Kochsendungen hat. Haben wir einen coolen Ausschnitt, den kennt ihr sicher, wenn ihr es schaut. Schauen! Kitchen. Die Nahrung der Tiere ist aber besonders wichtig. Nie. Ein solches Kalb, eine solche Qualität. Da kennst du durch. Da kennst du durch. Kitchen. Eine solche Qualität. Da kennst du durch. Da kennst du durch. Solche Qualität. Da kennst du durch. Schau mal. Das ist einfach geil, der Ausschnitt. Ich habe wie mal die Werbung im Zwischenschalten, weil du hast ja keine andere Wahl. In der Zeit, wo das läuft, musst du das auch schauen. Es bleibt einfach der Teil. Immer der, ja, da kennst Da gehst du durch! Mega cool. Es ist wichtig, dass ihr erfahrt, was wirklich mit dem Piero passiert ist. Ah ja, genau, das hast du noch sagen. Genau, das ist wirklich wichtig. Weil, was ist mit ihm passiert? Er hat ja dort bei diesen Superstar, wie hat das Genau, geheißen? das ist irgendwie ein Supertalent. Ich glaube in Deutschland, genau. Genau. Auf der RTL sieht man das. Wir haben in einer YouTube-Seite einen Ausschnitt gefunden, wo die Wahrheit erzählt, was passiert ist. Mit der Folge nachher, wie er eskaliert ist, nachdem er verloren hat. Das ist tragisch. Ich denke, Zeigen die Aufnahmen. am besten ja. 2011. Es ist Dezember. Auf RTL kommt der altberüchtigte und bekannte Superstar, Talentstar aus der Schweiz, der Piero Esteriore. Leider scheitert er schon im Halbfinale, trotzdem, dass er super gut gesungen hat. Und da sehen wir mal die Wahrheit, was wirklich passiert ist, nachdem er gescheitert ist. Da kannst du nicht, da deine Papiere. Da kannst du nicht. Ich zeige dir meine Zähne. Nimm die Zähne, nimm diese. Ja, da kommt die Pakete da, du Arschloch. Nimm diese. Kannst du schnell reinstecken. Ja, reinstecken in deine Arschkasche. Da, ich gebe noch eine Rezeption. Da, nimm noch diese Pakete, Arschloch. Nimm diese Arschloch, diese Pakete. Da von Kohle drin, pronto di merda. Guarda, Schießdreck, was Polizei. Ich gebe dir meinen Koffer rum, ich gebe dir. Was? Gib mir Auto, alle Zigarette, Bruder. Mehr von diesen. Hier, ich bin komm. Ja. Guarda, Sauchei. Ja, jetzt haben wir dich. Ja, komm doch her, komm. Ja. Du, Piero, geht's noch? Was geht's noch eigentlich? Sauerei reinfahren. Jetzt kommst du mit, hä? Ja. Back. Jetzt kommst du sofort mit. Dort führen, ja. Jetzt wirst du mal untersucht. Füdli-Touch. Komm. Ich habe gerne das, ja. Mach so hinten, ja gut, Schnurren, das ist gut, komm. ja. Ja. Okay, ich gehe, ich winke. Ja, rein mit dir, Ja, komm. danke Jetzt ein für die Viertel noch, ja. Danke. Ciao miteinander, ciao. Back. Tschüss.
Ja, hast du das mitbekommen mit dem Sturm? Da war schon abartig. Ja, da aussen die Straße, alles voller Regen, Wasser, Wind, die Leute am Rennen, Schirm umklappen, jenes Zeug. Ja, ich habe gesehen, zwei Leute so am Flügen im Himmel oben so. Das ist ja lustig, ja. Ich weiss es nicht. Ich habe einfach gedacht, gestern Abend bin ich im Büro und habe gedacht, ich gehe am besten mal den Profi fragen. Ihr wisst, welcher Profi? Ah ja, ihr wisst es! Unser unglaublicher Milo! An einer wunderschönen Freitagabend hockt der Milan und liest ein Buch. Dann stellt er plötzlich fest, dass das ganze Wasser in seinem Fenstersims ist. Er wischt es raus, macht das Fenster empört zu und denkt daran, was passiert ist, wo der Joachim gekommen ist. Am besten erzählt er einfach selber. Wie haben Sie den Sturm Joachim am Freitagabend erlebt? Oh, für einen Moment muss nur fertig schreiben in SMS. Weißt du, diese neue Telefon von Nokia? Schöne Leben. Ich bin gewesen hier in meiner Stube hier. In der Ecke sitze wie normal, lese mein Buch, lese. Ich höre Lärme, Sie. Ich bin gewesen in der Stube, sitzen. Dann habe ich gehört, so Lärm will Sie. Wie Flugzeug, habe ich gemeint, kommt ein Flugzeug ins Loch hier, oder? Lärme, überall, die ganze Straße gewesen, Lärme. Ich bin schockiert, ich mache die Fenster auf und schaue. Zum Glück, ich habe Gott sei Dank meine Besen hier und ich alles so wische raus. Alles dreckig gewesen hier, alles kaputt gewesen, in Straße, alle Haus und alle Baum zusammen. Ich denke, jo, mein Leben, mein Herz, meine Straße. Ich schaue, wo mein Automobil unten, Parkplatz, weg, Frau von mir, weg, Küche, weg. Kinder, ich schaue raus, Kinder weg, alle weg, alles von Wien weggenommen. Ja, Katastrophe, Kollege. Weg. Herr Milovic? Ja? Es sind viele Keller überschwemmt. Ist bei Ihnen auch das der Fall? Ja, Kollege. Meine Keller, ich habe die Tür offen gelassen, wegen Lifte, weißt du. Die Lifte, die Luft mache ich offen. Meine Fernseher, wo ich habe Reserve und einen Televisor, weißt du, große, diese Marca Saba, weißt du, 20 Jahre alt, gute Qualität, Farbe. Habe gelassen dort Fernseher im Wasser kaputt, Velo im Wasser kaputt. Ich habe noch zwei Telefone, diese Reserve wegen dieser Telefon, weißt du, kaputt, alles Wasser, Katastrophe, Kollege. Ich bin gegangen, Frau weg, Kinder weg, Televisor auch weg, meine Velo auch mit Wasser, Telefon, alles, Katastrophe, Kollege. Ich weiß nicht, was mache mit diesem Schießdreck, aber bitte nicht sagen Versicherung meine, weißt du, diese Katastrophe. Herr Milovic, vergessen mal den Sturm, der ist vorbei. Können Sie mir sagen, was Sie so erlebt haben nach den Aufnahmen, die wir letztes Mal mit Ihnen gemacht haben? Boah, ich bin gegangen auf Straße, auf Bahnhofstraße mit Frau kaufen, Telefon, Schießdreck. Paffanculo, diese. Ich bin gegangen auf Straße und McDonalds anhalte, kaufe einen Kaffee. Und kommt ein junger Mann und sagt, hey, Herr Milo. Ich sage, Kollege, wer du? Warum du weißt meinen Namen? Kollege sagt, dieser junge Mann, mach den auf Internet, ich schaue YouTube. Diese einfach etwas, ich habe gesehen, du bist groß interessant. Ich sage, hey, das ist Privatsache, Kollege. Das ist mein Problem. Ich das mache. Und ich komme nach Hause und meine Tochter sagen, alle Leute kennen nur Internet, diese Fatzenbock, diese Allgemeine, diese Post. Ich nicht gewusst, was das ist. Ich schwöre, oh Gott, ich nicht gewusst was. Du, aber meine Leben positiv, jetzt meine Malermeister Steftige angerufen und gesagt, du willst ein Polier machen. Ich sage, warum, Kollege? Ich sage, weil du es mehr Geld jetzt. Oh, Kollege, ich sage, ja. Kommen, Kollege, kommen. Ich gerne das gemacht. Herr Milovic, was tun Sie eigentlich für ein Buch lesen? Oh, bei dem Buch, du wolltest wissen. Warte schnell. Muss ich schauen zuerst. Sage nächstes Mal ist besser, weißt du, ich erzähle, weil ich kompliziert diese Geschichte. Nächstes Mal, Kollege. Herr Milovic, also in dem Fall würden Sie gerne wieder bei uns in der Sendung dabei sein? Bei normal, nächstes Mal, übernächstes Mal. Kommen, ich bin sowieso in dieser Stube gesessen. Meine Frau macht ein bisschen Palatschinka, ein bisschen diese.
keine Spezial, meine Liebe. Kommst du, machen wir alles, die sind Arbeit, oder? Ist egal, ich immer Zeit. Aber du bist zweite Mal, du bist meine Gastwiese, weißt du? Mal trink ein bisschen, dieser Patron, weißt du, Schliwoitza, langweilig, alle trinken, dieser Kollege Jugend, diese... Gut, perfekt, super. Ja, komm nächste Mal, Kollege, und trinken nächste Mal wieder Patron, weißt du, wir zusammen alles. Mit dem Milo ist ja schon lustig. Ist Super, ein geiles super. Joi, Milo, Kollege. Ist geil. Sicher mit dem Milo werden wir die nächste Woche sicher ein aktuelles Thema haben. Mal schauen, was passiert. Ja. Wir sind einfach aktuell und ich hoffe, ihr bleibt auch aktuell und tun uns einfach so mal im Facebook einfach mal liken. Das ist sicher mal cool. Und wenn ihr uns noch nicht geliked habt, dann müsst ihr uns einfach nochmal liken. Und sonst ist Scheiße. Das will ich machen. Mein Telefon ist mir runtergefallen. Und eben. Unbedingt, wenn ihr Zeit habt, wie heisst unsere Facebook-Page? Einfach etwas. Einfach, ganz einfach geschrieben. Warte Etwas. mal schnell, mein Telefon läutet. Wir sind am Aufnehmen, was machst du? Ich kann nicht abhängen, Leo. Es geht nicht. Was? Wieso? Der hat keinen Abhängknopf. Chuck Norris, er läutet mir einfach an, Mann. Wir ihn doch raus. Nein, kann ich nicht, das geht nicht. Der hat keinen Schau, der hat keinen Abhängknopf, der hat das nicht. Oh, Scheiße. Danke fürs Liken, danke fürs Schauen, danke für alles. Danke vielmals. Danke Crib. Danke Leo. Er hat es nämlich auch gemacht wie ich. Also, ja. Wir haben gemacht. Was haben wir gemacht? Alles, einfach etwas. Einfach etwas? Einfach das haben wir gemacht. Einfach posten auf Facebook oder... weiterempfehlen. Ja genau, weiterempfehlen. Unsere YouTube-Seite unbedingt liken, unbedingt abonnieren. Unsere Sachen, unsere neuesten Sachen jede Woche im Facebook, auf YouTube, bald auf Twitter, bald auch in einem Blog. Wir schauen. Stayet einfach tuned. Einfach etwas, einfach etwas, einfach etwas.